Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung live aus dem Europaparlament, Delegation von der CSV, Isabel Wieseler. Bonjour. An mir selber, dem Christoph Hansen, wie gewinnt berichte mal ich aus dem Europaparlament von der Plenarsession, die man nach immer heute zu Bresel aufhalen, dürfen noch Lorem am Parlament dran. Ich meine, das ist auch ganz wichtig für den Debat, für das Arbeit auch gut können zu machen. Du sind wir froh, dass das doch Lorem möglich ist. Wir haben natürlich den richtigen Aufstand, wie sich das gehört, weil die Krise ist noch lange nicht überwunden. Wir hatten das vor ein ganz rich Diskussionen am Europaparlament noch Aufstimmungen. Wir können natürlich wie immer nicht ob alles agoen. Für mich wäre das eine Woche, wo ganz viel über Handel auch geschwärzt wurde, schon ein Rapport, den ich durch die Plenär brauche, wo es darum geht, auch was man Brexit zu dienen, wo man gucken, wie das verhindert wird, dass Produkte aus Drittstaaten über Nordirland dann an den Binnenmarkt vorkommen, wo man eigentlich Quoten an Tarife haben, wie das kann im Gange gehen. Wir wollen das verhindern und dafür haben wir das Woche einen sogenannten Urgence durchgebracht über die Tariff Rate Quotas, wie man das nennen. Das war den E-Punkt. Dann hat man wahrscheinlich Échange an der Plenär über die Zukunft von der Handelspolitik von Europa. Was sind wirklich die wichtigen Punkte? Das einerseits natürlich als Handelsakkoren, die man mit anderen Ländern schließen, aber auch Handelstransitionen, die man mit den USA und mit China haben, die man diskutiert haben. Es geht auch darum, für als den ganzen Handel mehr nachhaltig zu machen. Wir haben noch so nachhaltige Kapitel an den Handelsakkoren dran, aber du hast noch, kann das nicht genug angefordert gehen von Ländern, von Drittstaaten, die sich dann nicht und das halten, was sie in Pariser Klimaakkoren zum Beispiel halten. Und da muss man darauf schaffen und da muss der Kommissar auch aufgefordert, in die Richtung zu gehen und mehr zu machen. Aber wenn man doch nachzudienen hat, haben wir noch eine Pharmaproduktenstrategie diskutiert, das war heute Morgen, wo auch die zuständige Kommissarin, Madame Kyriakidis, hier im Parlament war. Und wir haben hier auf alle Fall die Strategie begrüßt, weil da wird auch geguckt, wie das man mehr Produktion von Medikamenten zum Beispiel an der Europäischen Union können machen, weil wir sind immens abhängig von Drittländern. Schon dabei war in der Strafe, dass man auch muss gucken, das ist nämlich mehr eine langfristige Strategie, hat man aber auch schon können kurzfristig machen. Und da man der nächste Plenär geht notamment Trinkwasserdirektiv durch das Parlament gestimmt in Akkord, die man mit dem Ministerrat tun. Da sind ich den Rapporteur gewesen, und für das Parlament verhandelt. Und da gehen wir notamment auch darauf an, dass Wasser besser muss kontrolliert gehen, ob hormonaktive Substanzen, die sogenannten Perturbateurs endokrinieren, da habe ich die Kommissarin aufgefordert, auch auf die Punkten dann halle von denen Kriterien mehr streng zu gucken, weil das wirklich als Santé Publique, die da Spiel steht. Und dann ist aber auch aufgefordert, für sich beim Kommissar für den Handel zusammenzusetzen, weil wir haben festgestellt, an dieser Krise, mit wenigen Ländern hat man Probleme mit dem Approvisionnement von Medikamenten. Aber das sind hauptsächlich Länder gewesen, mit denen man keinen Handelsakkord und wo man keine Regeln rausgehandelt haben. Da gibt es viele Probleme und dafür will man gucken, dass man das Netz von den Handelsakkorden am Interesse von unserer Gesundheit en fin de compte nach können mehr breit gestalten, das die Engsache. Wir sollen noch als Betrieber helfen, die an dem Bereich aktiv sind, für zu gucken, dass sie mehr verschiedene Zulieferer kriegen. Weil im Moment ist es so, dass zum Beispiel für Antibiotika die Aktivsubstanzen bald integral aus China und aus Indien kommen. Das sind Länder, mit denen wir keinen Handelsakkord haben, für das wir da als können positionieren, für auch andere Marché können, von anderen Marché können als Produkte zu beziehen. Da haben wir so einen Diversifikationsfonds gefordert, für das Betrieber geholfen kriegen, andere Sourcen können umzuzappen, für hier mit der Premiere sich zu beschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig und das wäre auch ein Interesse für mich, unabhängig zu gehen, für mehr aufgesichert zu sein, weil die nächste Krise, die heißt noch nicht überwunden, und die nächste wird auch ohne Zweifel kommen. Dafür muss man da besser präpariert sein. Wie wird um das leid von der Kommission als die Strategie, das muss natürlich nach einem Gesetzestext gefasst gehen, als der richtige Weg. Dafür haben wir der Kommissarin auch felicitiert. Isabel, das war ein bisschen das, wo ich mich an der Plenär drum gekümmert habe. Was waren bei dir die Schwerpunkte des Woche?
Ganz woch hun effektiv beschäftigt mat Mënscherechte mat Demokratie sinn hunn gut aufgeschlossen vu Negoziationen fir de grosse rapport iwwer Situationun vun de Mënscherechter an der Demokratie an der Welt. Du sinn schro, dat man dat fertig aufgeschlossen, dat könnt dann an die nächst Pläne. An dieser Pläne hunnech iwwer 2 Punkten geschwert, den das iwwer Situationun vun den Journalisten an der Welt, an der dann iwwer Belarus. Also das Sujet hai war wirklich, dat man muss gucken, dat die Leute, die gegen Journalisten wirken, dat die net von enger Impunität können profitieren. Dat kann einfach nicht sinn, und das ist aber ganz viel der Fall. Wir müssen unbedingt gucken, dass die Journalisten, die investigativ Arbeit machen, die wirklich Recherche machen, die gucken, dass man vorrecht gewor gehen, dat die protegiert gehen. Wir haben einfach zu viel Risiko, dass die Information nicht mehr kennt. Du weißt, wie die Welt heute funktioniert. Du weißt, wie das hauptsächlich auch an den Plattformen, die neuen Plattformen, Medien. Das Facebook ist quasi den am meisten Informationen haut mitdeelt. Auch wissen wir, dass sie ganz oft nicht kredibel ist. Und noch diese Information. Darum geht es eben just, dass genau das, wo ich hinkommen, das heißt, die Information, die wir haben, ist oft nicht mehr vorherrscht. Dafür ist der muss wichtig für den Journalisten hier Arbeit zu protegieren. Auch sind all die nicht der Plötzebüsch zu suchen, wo sie ihnen zu viel nur und Pelz rückeln, da sind da ganz viele, die absolut nicht hesitieren, Allmächtiges zu machen, wenn das Regierungen sind, dann ist das an Prison zu gereihen, wenn es ihnen so gut zu warm geht, gesagt denen, dass allmächtige Leute, die mit Korruption ganz oft zu dienen haben, dann effektiv genug Journalisten umbräuchten. Also schon halt Zahlen von Reporters sans Frontières, wir haben am Moment 250 Journalisten am Prison sitzen. Und wir haben an diesem Jahr sind 40 Journalisten ermordet gehen. Das sind Zustände, die einfach nicht akzeptieren kann. Das außerhalb von der EU. Ja, das weltweit. Also die Zahl ist schon astronomisch. Also muss sich das doch wirklich vorstellen. Das sind Leute, die just nehmen, an dem sie ihren Beruf gemacht haben, an dem sie feiern, Fakten auf den Tisch setzen, dass du wenigst am Fongehol ermordet gehen. Wir hatten ja schon den Daphne Caruana Galizia schon ein paar Mal nimmt, hat als von den Journalisten, die eben an das für den Moment an der Europäischen Union noch, mit die just nicht mehr, weil sie einfach ermittelt tun, die dann an eine Situation kommen, wo sie bedroht gehen, immer mehr, ihre Familie bedroht gehen, schlussendlich wie beim Daphne hat das wirklich ermordet gehen. Und da müssen wir gucken, alles, was wir können machen, für dagegen zu wirken, an eng Manier für sie zu protegieren, für Journalisten zu protegieren, als zu gucken, dass man Mechanismen eben da haben, die machen, dass die Leute, die dann, wo ich weiß, dass sie so Verbrechen gemacht haben, dass die nicht auch von der Respektabilität können profitieren. Wenn wir so einen Mechanismus haben, schon ein paar Mal auch davon geschwärzt, das heißt von dem Magnitsky-Akt genannt, das heißt, da gibt Gesetze für Leute, von denen ich weiß, dass sie das gemacht haben, die dürfen dann nicht mehr einfach so in Europa kommen. Die kriegen kein Visa oder sie kriegen noch ihr Bankkonten angefroren. Können dann nicht mehr machen, wie wenn sie dann nicht nehmen, dass sie Kriminelle am Anfang sind, wie dann auch noch behandelt, wie wenn es kein wären. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann muss ich auch noch wirklich auch das, was im Niveau von den Journalisten selber gemerkt hat, für ihre Kollegen zu unterstützen. Mit Sans Frontières hat ein Projekt auf B gesagt, wo sie am Anfang als Journalisten hier Arbeit können deposieren. Aber wenn ihnen etwas geschieht, dann geht die Enquete weitergeführt von ihren Kollegen. So dass am Fongehol die wollen gegen Journalisten wirken, vielleicht machen sie das, mit trotzdem als ein Hemmschwell, weil sie wissen, dass das nicht zu viel denkt, weil das einfach weitergedroht von einem anderen weitergedroht. Und das war wirklich ganz wichtig. Just nehmen nach an 2 Wörter an Belarus sind Journalisten auch, die wirklich an der Prison gesagt gehen, bedroht gehen. Die Situation ist ganz grav an Belarus. Aber wir sind hier am Parlament, sind wir am Gange weiter darum zu schaffen, für das et net a vergies gerot, dat man wirklich Belarus am Viséier hunn, dat man Alkesnis so wat du geschiet. Mi hunn haut vun engem junge Professor, een Artist den ermordt gin ass, den einfach zu dod
geschloe gin ass an Kleit a Belarus mare weiter Druck, sie gi weiter op d'Stroos, schon ganz viel Bewunderung von dem, wat du geschiet an dat war auch ein Punkt datlächt Thema haut nach am Plenum an sie ganz rot dat so ass. An do krémer och an den nächsten ganz geschwendelo am Dezember krit och die Opposition an Belarus den Sakharov-Preis verdroen. An do han englisch kennen man ganz hofrisch trop sinn ganz stark Zechen fir d Medienfreiheit an de Schutz vun als Journalisten an noch vun den Künstler, weil verschiedene Leute auch mit Film kann ich noch ganz viel machen, das dann nicht immer Journalismus mit du Wort Sachen heinst du wie soll ich so durchgestalt die aus dem wirkliche Leben kommen dann du immer auch an der Europäische Union meine größer Probleme schon ein gut Freundin eng Slowenien wat not Regisseur ist sie konnte an der während der Pandemie wo sie normalerweise vom Staat bald zu 100% finanziert gehen logisch 20% von denen Suen die sie normalerweise kriegen und das natürlich erstens für die freie Information an den freie Journalismus aber auch für Kunst ein ganz große Problem und du musst man auch gucken wat mir am Europaparlament können machen für du bist Druck zu machen dass das aber nicht ob der Streck bleibt dass wir für fatal Zeichen für die freie Journalismus du so zu offeren also wir müssen das wirklich bewusst sehen und schmengende das war mir Sachen die man denken die gut sehen an die do sehen wo man immer gefiel man könnten sie nicht verlieren das ist absolut nicht der Fall es muss wirklich kämpfen für die Sachen die man hun zu behalen und das ist ganz richtig was du gesucht hast an Europa sind man nicht mehr verteidigt davon wie am Rest von der Welt wir müssen wirklich gucken dass gegen Korruption gewirkt wird und dass man Demokratie wissen dat ze fragil ist erlaube mal einfach nach ein Keier Amerika zu zernehmen, dat war jo net so evident fir dat de Präsident akzeptiert huet zu go. Et gesäit wéiet ass wann Demokratie net do ass oder wann se schwer ass. A Belarus geht der Präsident net. An Amerika, wo awer demokratisch Tradition ganz stärkers fir lo awer goen. Dofir Demokratie verteideschen ganz wichtig. Wie gesieht wir sitzen als Hai vier praktisch Sachen an vier Gesundheit dann aber auch für generell Demokratie. Isabel Wieseler, vielmals merci. Merci auch dir, Christoph. Mir soll ich merci für die Nullausstunde an hoffentlich bis geschwind bei dieser Sendung Hai live aus dem Europaparlament. Bis die nächste Kehr. Aber bleibt gesund.